Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum Spiel in Köln. Zweiter Spieltag der Rückrunde. Also 19. Spieltag. 4-0 gewonnen. Ja. Spiel, ja, weiß ich nicht. War schwierig anzugucken. Also wir waren nicht wirklich gut. Wir waren nicht wirklich schlecht. Wir hatten viele Fehlpässe. Ja, wir haben Lewandowski in Höchstform gehabt und einen Sané, der Bock hatte. Und einen Müller, der Müllermäßig unterwegs war. Ja, und Tolisso mit dem Sonntagsschuss. Ansonsten muss man ganz klar sagen, dass wir heute einfach das Spielglück hatten, was wir gegen Gladbach zum Beispiel nicht hatten. Ja, wir haben im richtigen Moment die Tore gemacht, die man dann mit Köln irgendwie gerade eine Chance hatte, die knapp war. Dann haben wir auch das Abseits-Tor von Köln. Klar war es abseits, aber es war jetzt nicht irgendwie 3 Meter abseits oder sowas. Also von daher haben wir heute einfach das Spielglück auf unserer Seite gehabt. So kann man. Ansonsten war es nicht so, dass die Kölner jetzt irgendwie so maßlos unterlegen wären. Levi war einfach, ja, Levi heute, würde ich sagen. Ja, ansonsten gibt es von meiner Seite aus gar nicht viel zu sagen zu dem Spiel. Ich dachte, ich habe kein gutes Spiel gesehen, kein schlechtes Spiel. Es war jetzt nichts, was mich mitgerissen hat. Es war jetzt nichts, was mich groß aufgeregt hat, mal abgesehen von Gnabry. Ja, ansonsten denke ich, werden die nächsten Spiele auch noch so laufen. Ja, wir müssen halt uns erst ein bisschen eingrooven. Durch die ganze Corona-Situation und den Ausfällen, die wir haben und hatten. Dass Sabitzer wieder auf der Position aufgelaufen ist, habe ich nicht ganz verstanden. Hat es aber gut gemacht heute, muss man sagen. Dass Pavard wieder mittig rumgerannt ist, habe ich auch nicht ganz verstanden. Aber ja, sei es drum. Er war auch heute nicht gut auf der Position, muss man ganz klar sagen, wo er dann Rechtsverteidiger gespielt hat, die letzten 20 Minuten. War er auf jeden Fall auffälliger. Ja, ansonsten denke ich, 4-0, ja, was soll man da groß meckern? Was soll man meckern? Wir haben 4-0 gewonnen. Nichtsdestotrotz, meine Meinung, ein schönes Spiel war es nicht. Aber jetzt auch kein schlechtes Spiel. Und ja, ich denke, da muss ich gar nicht viel mehr drum herum reden. Ich würde sagen, wir hauen uns mal die Statistiken rein, da bin ich selber ein bisschen drauf gespannt. Gut. Ja, ihr seht schon, Ballbesitz ausgeglichen. Genau, das ist auch, was ich meine. Es ist nicht so, dass Köln so maßlos unterlegen war. Und vergleicht das mal mit unseren anderen Spielen. Dann haben wir mal Ballbesitz ausgeglichen. Ne? Deswegen sagte ich ja, wir haben heute so ein bisschen mehr das Spielglück auf unserer Seite gehabt. Abseitsstellung 7-1, Fouls 6-11, Zweikämpfe 50-50, auch ausgeglichen. Schüsse aufs Tor 3-9, das spricht natürlich eine klare Sprache. Schüsse insgesamt 12-23 auch. Nichtsdestotrotz, ja, hatte Köln schon, sagen so 3-4 Szenen, wo man, ja, wie ich schon mehrfach sagte, wir heute einfach das Spielglück hatten. Ecken 5-12, da ist sozusagen, Halleluja, wir haben noch einen zweiten Eckenschützen. Marc Rocker. Wahnsinn. Nach, weiß nicht, seit anderthalb Jahren oder was, wo der Kimmich von links nach rechts läuft. Wow, hat mich überrascht. Angekommene Pässe, auch hier sieht man ganz klar, komplett ausgeglichen und das sieht man halt auch. Schade, dass hier keine Statistik gibt, Fehlpässe. Weil da wären wir klar vorne gewesen. Also das waren heute so viele Fehlpässe. Halleluja. Flanken 15-7, ja, war auch abzusehen, ist Kölns Spielweise, ne? Haben wir ja schon im Hinspiel besprochen gehabt. Schüsse insgesamt, Levi 5, Sabi 1, Pavard 1, Torschussvorlagen Müller 2, Sané 2. Gewonnene Zweikämpfe, Gnabry 9. Die wollen mich doch schon wieder verarschen wie letzte Woche, oder? Lewandowski 8, Kimmich 6. Nö. Nee, einfach nein, Leute. Ich kann mich an keine 9 gewonnenen Zweikämpfe erinnern. Also offensiv war Gnabry heute mal wieder Note 6. Aber das heißt mal wieder. Normal ist er offensiv ja sonst immer ein bisschen stärker. Das war gar nichts heute.
Er hat nicht eine Flanke zum Mann gebracht, nicht einen Pass zum Mann gebracht, nicht ein Dribbling gewonnen. Das war gar nichts. Ich habe keine Ahnung, wo wieder diese ominösen 9 gewonnenen Zweikämpfe herkommen. Keine Ahnung. Ich muss mal noch eine andere Seite bemühen, glaube ich. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe ihn nicht gut gesehen. Ballkontakte, Kimmich 102, Gnabry 70, Süle 64. Gefault worden. Ja, sieht uns nicht gut. Ja, das mal zur Statistik. Ich würde sagen, ich baller direkt ein paar Noten raus. Und ja, dann ist das Spiel abgehakt. Ich kann es dann nur nochmal wiederholen. Für mich war das irgendwie... Ja, klar, wir haben 4-0 gewonnen, alles gut. Alle schicki, zum Glück haben wir gewonnen. Aber ja, das war jetzt kein Spiel, was mich irgendwie mitgerissen hat oder sonst was. Neuer, ja, Neuer eine 2. Neuer hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Das eine Ding hat er noch ganz gut gehalten, ne? Das Gegentor, was er nicht gezählt hat. Ja, da konnte auch nichts für. Süle für mich, der Einzige, der hinten wirklich stark war. Will ich eine 2 geben. Abgesehen von der Ecke, wo er den Kopfball zugelassen hat, der in die Latte ging. Ganz souveräne Leistung von Niki. Also da war nichts Schlechtes. Im Gegensatz zum Pavard, der wieder in der Innenverteidigung richtig schwach war, meines Erachtens nach. Zweikampfmäßig, Stellungsspielmäßig. Ja, weiß ich nicht. Weiß nicht, womit er begründet, dass er da gerne spielen möchte. Also war für mich eine 4. Sabitz habe ich eine 3 gegeben, war okay. Wurde jetzt aber auch nicht so beschäftigt da hinten, muss man auch sagen. Aber hat ein paar gute Querbälle gespielt, die Seite verlagert und sowas. Das war schon okay. Kimmich war nicht gut heute. Kimmich will ich auch eine 3 minus oder eine 4 sogar geben. Ja, viele Fehlpässe. Ja, man hat immer, bei Kimmich ist immer so, man sieht halt, dass er will. Ne? Der haut sich rein und alles, deswegen ist es immer schwer, da eine schlechte Note zu geben. Aber es war nichts heute. Es war sehr, sehr viel Schatten, sagen wir es mal so. Pavard hatten wir Rocker. Rocker ist mir, ich habe erst 5 Minuten später angemacht, das muss ich auch sagen. Ich habe, glaube ich, lass mich nicht lügen, in der 20. Minute habe ich zum ersten Mal den Rocker gesehen. Da dachte ich mir, oh, der Rocker spielt auch. Ja, bisschen schwierig. Erste Halbzeit war nicht wirklich gut von ihm, muss man auch fairerweise sagen. Auch zweikampfmäßig war es nicht gut. Zweite Halbzeit war es okay, meines Erachtens nach, war es besser. Hat er wieder schön die Bälle gehalten, verteilt und sowas. Hat mir ganz gut gefallen. Auch da nochmal so zweikampfmäßig, da muss er ein bisschen zulegen. Ne? Da ist er manchmal ein bisschen zu ungestüm. Das muss er ein bisschen abstellen. Ja, wenn wir beide Halbzeiten zusammennehmen, würde ich auch sagen eine 3. Tolisso. Abgesehen vom Tor habe ich nicht wirklich viel gesehen von Tolisso. Ansonsten auch sehr viele Fehlpässe. Ja, hat zwar immer viel versucht, klar, keine Frage. Einigen wir uns auch auf eine 3, eine 3 minus vielleicht, wegen dem Tor. Ja, sagen wir eine 3, komm. Aber viel Fehlpässe. Gysala dasselbe, war bemüht, ja, Dribbling auch nicht wirklich mal eins vorne entscheidend durchsetzen können. Hat aber viel geackert, fand ich. Gerade defensiv hat er viel geackert, das hat mir sehr gut gefallen, von da für mich eine ganz konstante 3. Nach vorne war es nicht so gut, aber auf der Position, die er gespielt hat, denke ich, bleibt das nicht aus. Gnabry, keine Ahnung, Leute, diese gewonnenen Zweikämpfe verwirren mich wieder. Gut, ich ziehe die gewonnenen Zweikämpfe mal mit in mein Fazit, dann gebe ich Ihnen eine 4. Das ist das höchste der Gefühle, Leute. Wie gesagt, ich habe nicht eine Flanke gesehen, die angekommen ist. Ich habe nicht ein Dribbling gesehen, wo er sich vorne mal durchgesetzt hat oder überhaupt mal einen gewonnenen Zweikampf vorne in der Offensive. Ich habe nicht einen vernünftigen Pass gesehen. Nicht eine Vorlage. Gar nichts. Immer wenn Gnabry am Ball war, war der Ball weg vorne. Das hat man selbst. Perfektes Beispiel war 80 so rum oder was, wo der Levi dann schon... Ja, man hat schon an Levis Blick gesehen, ach du Scheiße, der Gnabry hat den Ball, vergiss es. Ja, und das hat's perfekt beschrieben. Ich weiß nicht, vielleicht ist er gerade in der
in der gleichen Phase, in der der Sané war. Ja? Sané war ja dann auch nach vorne gar nichts, nach hinten so defensiv und so zweikampfmäßig ganz gut. Und dann auf einmal hat beides geklappt. Ich würde es mir beim Gnabry auch wünschen. Ja? Es ist nicht so, dass ich mir das nicht wünschen würde. Aber aktuell, sein Steckenpferd war immer vorne, da konnte er wenigstens noch ein bisschen was. Das war heute gar nichts. Müller würde ich auch eine 3 geben. Ja, Müller wieder Vorlagen. König hat mir ein bisschen Pech gehabt bei dem Torabschluss da. Ansonsten haben wir heute einen typischen Müller gesehen, würde ich sagen. Ja, man hat aber auch gemerkt, dass er noch nicht bei 100% ist. Generell bei vielen Spielern hat man gemerkt, dass sie nicht bei 100% sind. Ja, der Einzige, der bei 100% war Levi. Levi war voll. War er schon gegen Gladbach, hat er das Spiel glücklich gehabt. Ne? Hat er auch schon die Chancen gehabt, muss man auch ganz klar sagen. Heute hat er es einfach reingemacht. Ja? Gut, das eine Ding hat er nicht reingemacht, aber 3 von 4. Hut ab. Ja, ich denke, der Auswärtsspieler. Omar Richards die Viertelstunde, ja, war okay, kannst du nicht viel zu sagen. Tanguy, ja, Tanguy hat wieder 1, 2 Dinger drin gehabt in der Viertelstunde, der auf dem Platz war. War nicht so. Sané war super auffällig, hatte 2 Tore vorbereitet für den Levi, also Leroy sehr stark wiedergekommen. Ja, und Tillmann und Wanner, kann man nicht wirklich was sagen. Welt. Ich hätte mir einen Kimmich mittig gewünscht, bin ich ganz ehrlich, ein paar war rechts. Ja, man weiß nicht, wie fit in Janzu war, ja, keine Frage. Ansonsten hätte man vielleicht auch einen Omar Richards nach links stellen können, auch da weiß ich nicht, wie fit er war. Ich meine, aber Sabitzer hat es heute okay gemacht. Aber Kimmich war schwach als Rechtsverteidiger, da hätte es auch irgendeinen anderen hinstellen können. Das hat auch nicht viel geändert, meiner Meinung nach. Ja, Pavard in der Innenverteidigung war auch gar nichts. Da können wir froh sein, dass das nicht ausgenutzt wurde von den Kölnern heute so. Meines Erachtens nach. Gut, Leute, kurz und schmerzlos diesmal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund und wir sehen uns zum nächsten Spiel. Hertha, glaube ich. Hoffentlich mal wieder mit ein bisschen, weiß ich auch nicht. Ja? Klar, 4-0 heute, super Ergebnis, keine Frage. Aber, ja, wie ich schon sagte, das Spiel hat mich nicht abgeholt. Weiß nicht warum. Es hat mich nicht positiv, nicht negativ mitgerissen. Es war so, ist so dahingeplätschert, sehr, sehr viel Fehlpässe und ja, aber trotzdem 4 Hütten gemacht, dann Levi, ja. Und Sané muss man auch ganz klar sagen, ist mega stark gewesen, wo reinkam. Ja, schauen wir mal. Ich hoffe mal, dass die anderen Spieler dann so langsam, ist ja Pokal jetzt, wir haben Pause, wir haben also eine Woche Zeit, dass die anderen Spieler dann einfach ein bisschen fitter werden, ein bisschen was aufbauen können. Dann bin ich guter Dinge. Jo, jetzt aber. Rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein, bis dann. Tschüssi.